Meine Kindheit war eigentlich schön. Ich bin ja nie zur Schule gegangen, weil meine Mutter ist aus der Schule herausgenommen worden und in Konzentrationslager gesteckt worden. Und deswegen bin ich persönlich nie zur Schule gegangen, weil meine Eltern Angst haben, dass uns Kindern das Gleiche widerfährt, wie es bei ihnen gewesen ist. Also meine Kindheit ist sehr schocker, meine Sorge, meine Gai und die Trasham oder Krambut schlimm gova mit, meine Jas Misto, meine Eltern bei dran immer, meine Papa und Mami nina. Und Goya ist meine sehr schocker Kindheit mit meinen Geschwistern, mit meiner Buzi, mit meiner Budi. Gai und dann Hamburg kennt man ja Familie. Hauptbedeutung also Miro Rakeben, Maro Rakeben, Gohi für Manga lauter. Mir kann man Meragane na gar gegatschnes Keri. Godel Paschmindi nicht nur mehr, die haben Paschalin, die Ragame Gatschnis und Jaki Ragame Romnis, weil wir Zinte haben. Also Präwachsel, Krummi mit Maro Gova, haben wir Baro war. Gohia geht du lecker von Anfang an mit. Gohi für Tukichi Unnormales auf jeden Fall. Heu manche ganz wichtig, gut Respekt da. Dort die West, Gan Purindi. Du die General bis Gehedel, Gohi für manche wichtig. Und geil bis nicht geil war her auf jeden Fall. Ja, Gohi für manche wichtig. Man darf die bis nicht kommen haben und Gohi einfach goimen wie grell. Tja, für manche bedeutet Deko lauter. Wir haben stolz geprägt heute und wir kommen uns niemals was anderes will, auf jeden Fall. Maro Rakeben, Maro Gova, Maro Kelpen, Maro Chapen, Gohi Gohi. Wir wirklich stolz prägen. Ja, heute wünsch Raumange. Wir wünschen Raumange einfach geil. Ab geil Pupen lauter ja gehässig, Butschinge Bindel und geil min einfach ja, wurde da Möglichkeiten hier mit die Zikrass, mit geil mit wurde da Chatsche bin hier noch wurde da haben Miro Papo schon schafas, weil ohne Listro weiß mit gar lauter gar nicht. Und go wünsch Raumange mir geil Mare Chave mich da an die Schule hier geil Junina was erreichen ha Hako war Menschenina, weil man genau zur Mensch Hako war nina. Paschmindi Jaki mit die Rakra Romnis und Gatschnis, dann da Gauchero Palja kriegt jo Gatschnu, Goya kriegt jo Romnu, und die natürlich Romnu. Und Goya Kuba mehr eigentlich Verkehr Brakai am Marotem. Ohne Kuba Jals Gachi. Mädchen war aus Deck Melo, dann war es mir Ichalo. Und Ichalo kam aus mir nicht die Welt. Mir kam aus die Welt. Hako Kurepen, hoi am Marus Vettohi, die Delsko nicht potan. Wären viele Jungen auch der Olan auch in Ostpreußen, in Schlesien, in Saarkämmen, und so, wo nie ein Söllring snackert, Blotdütsk. Ein Eko-Blot-Söllring, Jacht von den Neibern. Und wenn wir in Olan mit Öller snacket, wann wir was hier skell, wenn wir was was tun skell, aber zerholt das Licht da. Also Ferring ist auf jeden Fall das Marmansbrick, hier hat man ja auch sofort an das, als das erste Brick, was ich gelernt habe damals, das wird Aran snacken, das wird man Frinja snacken, wie mir ist Ferring. Und das ist auf jeden Fall gerade ein wichtigen Deal. Und im Sommer ist das immer wunderbar, ja super, alles gut. Aber der Winter ist doch immer ziemlich lang, und als junger Mensch auf dem Ton so echt lang, will ich sagen. So. Und deswegen zeigt nur die letzten paar Jahre uns länger und Üdlohn wesen. Und ein bisschen weg von Fair, ein bisschen was von der Welt, aber das ist ja, wenn Masse liegt als Fair eben der Heimat, das ist Fair, und ja blieb das ganze Leben dir. Aber ich fand da halt immer, das gibt noch ein bisschen Mut in der Welt. Ja, die Ferienkultur ist natürlich echt wichtig, was wir hier auch so für Tradition haben. Nee, aber das ist natürlich immer ein Smogbil, wenn die Würfen und Tracht an der Trachtendanze an auch wirklich frei machen, wenn ihr das erst für die Tracht unschädet, das ist natürlich das hier just so fair ist nur die Chance für ihren oder so was in der Art an, das ist natürlich immer ein Smogbil zu sein. Und ich habe noch allerlei für ihren und Tarab und so was alles
med til det Ferienkultur hier an. Det finde jeg temmelig vigtigt, at det så var noch jaft und noch geheim bleibt. Søring er sådan for mig et tys. Det er for mig sådan Gefühl, ja, das ist das Jacht für mich und das Jacht auch für Tinem und das Jacht für meine Familie. Und das ist für mich ganz wichtig so. Ich bin eigentlich so ein typisches Grenzlandkind, wenn man das so sagen kann. Ich bin 1943 geboren, wo man doch sehr starke Spannungen zwischen Deutsch und Dänisch gehabt hat. Und ich habe das auch in den Anfangsjahren hier in Nordschleswig in den 60er Jahren noch gespürt. Aber inzwischen sind wir ja von dem damaligen Gegeneinander zu einem guten Miteinander gekommen und diese Entwicklung habe ich mitprägen dürfen. Also ich bin auf dem Familienhof in Sommerstedt, das ist außerhalb von Hadersleben, also wirklich weit auf dem Land. Da bin ich aufgewachsen. Und jetzt wohne ich hier im Internat des Deutschen Gymnasiums, also mitten in der Stadt. Und das ist schon ein Unterschied. Und mein Alltag ist jetzt gerade etwas anders als normalerweise. Ich gehe natürlich jeden Tag zur Schule, ins Gymnasium. Ich bin mit sowohl der deutschen als auch der dänischen Sprache aufgewachsen, aber zu Hause sprechen wir am meisten Deutsch, aber eigentlich auch Sønderjysk. Nicht so viel Rigsdansk oder Reichsdänisch. Dann natürlich Deutsch verbinde ich mit meiner ganzen Kindheit, eigentlich meinem ganzen Leben, innerhalb der deutschen Minderheit besonders. Aber ich genieße es auch sehr, dass ich sowohl Deutsch als auch Dänisch und natürlich auch Englisch spreche, weil ich dann eben einfach alles mischen kann. Und das finde ich sehr schön. Ich glaube, für mich ist sehr wichtig, dass ich besonders diese Vielfalt und diese Akzeptanz und Toleranz, die man hier im Grenzland hat oder die ich gelernt habe als Teil der Minderheit, dass ich das weitergebe, falls ich irgendwann mal Kinder kriege. Und dann auch die sønderjyske Sprache und diese ganzen Werte, die wir hier im Grenzland vertreten. Ich bin vor allen Dingen auch hier auf dem Kniesberg. Das ist für mich so eine Art Lieblingsort, weil dieser Berg nicht nur die Schönheit der nordschleswigschen Landschaft symbolisiert, sondern auch die Entwicklung vom Gegeneinander zum Miteinander. Dansk er jeg vokset op med fra starten af, og senere kom tysk så til, da jeg skulle i skole. Så er dansk blevet vores familiesprog, da jeg så blev gift og stiftede familie sammen med min dengang veninde, og det er så også nogle 50 år siden. Jeg er jo en verdensborger, nok sådan en europæisk verdensborger, der godt kender sine rødder og har sine gode kontakter ned til regionen. Så jeg har draget ud i verdenen og boet i Aarhus og Berlin og haft ophold i Vietnam og Sydafrika. Jeg har haft hjemmevæg. Jeg skulle bare hjem. Jeg skulle være hjemme der, hvor man kan blande dansk og tysk sammen, og hvor man kan bruge tyske ord, også i Danmark, eller danske ord i Tyskland, og hvor folk kender til netop det, og hvor man er tæt på hinanden og tæt på alting, der sker. Hvor mor og far kan komme til morgenmad, hvor mine bedstemødre kan komme på besøg. Det kunne de ikke i Berlin. Så det er grunden til, at jeg gerne vil komme hjem. Og hjem for mig, det er her. Det er der, hvor den dansk-tyske grænse flyder sammen. Det er der, hvor jeg kender folk, og jeg kender til sproget, og jeg kender til kulturen. Det er mit hjem. Når jeg taler med en, hvor jeg kan blande og bruge begreber, sådan som jeg har lyst til det, der hvor jeg kan sige møgn, det er der, hvor jeg er hjemme. Det er der, hvor jeg kan sige, ej, hende derovre, synes jeg godt nok noget sødt derinde. Det er der, hvor det er hjemme. Det var den måde, jeg holdt mit dansk ved lige, som jeg havde fået med som lille barn, og op igennem mine unge år. Det var jo altså at læse danske bøger, som jeg så blev udstyret med af mine bedsteforældre. Så har hjulpet mig til at holde det danske ved lige. Og mindretal synes jeg også betyder ansvar. Ansvar for, at vi lever i et mangfoldigt samfund. Og det skal vi blive ved med at italesætte, og blive ved med at stå indenfor, og blive ved med at sørge for, at alle folk kan være en del af det her samfund.